Terp zingen. Fan, dat du von der war den Laptop, den TV, den Handy, was einmal eingeschaltet hast, am eine Botschaft mehr zu hartje, was wie von der durch Gott die mit dir wollen. Mein Wunsch und Gebet ist, dass diese nächste Minute für die uns hier, für uns alle können zum Sehen sein. Dass das nicht ein Programm ist, sondern dass du erbüht in die Stadt kannst werden. Wachte. Nochmal wachte. Das gleich kann wie alle. Wir wachten auf den Schulaufschluss, aus Schülerpflicht. Wir wachten auf den Geburtstag, Tage der Nacht, der wurde meist nicht härter. Wir wachten auf Weihnachten und ich habe wieder das noch so lang merken. In der Bibel finden wir auch einige Beispiele, über Wachten, sowohl gerne, auch nicht so gerne. Und ich möchte das erste mit einem negativen Beispiel anfangen, was wir in 1. Samuel Kapitel 13 finden, wo der König Saul sich reinmerkt, in den Philister kämpfen. Er hat seine Truppe Soldaten durch. Sein Jungen Jonathan hat verrät gescheit. Und Samuel, der Prophet in Israel, der hat gesagt, wacht, 7, der wird einfach kommen zum Opfer. Euer trägt sie nicht im Rechnen. Der Saul, der fängt an zu lören, zu warten, wird eudelig. Dann fängt er Entscheidungen zu treffen. Wenn er sagt, wo einer an dem anderen von seinen Soldaten Hüst ginge, wenn sie sagen, dass Herr von der Philister, dass das sehr viel wäre, einige verkörpern sich in die Berge, andere, der gingen nach der anderen Kant vom Fluss, und so ging einer an dem anderen weg. Er hatte sich Geschichte vergessen, was Gideon mit Gott erlebt hat, weil er mit einem ganz kleinen Herr gegen einen geretteten Herr gewonnen hat. Er wird so eindeutig, so ewig all, dass er einfach sieht, seine Ritter. Das ist der 7. Tag, ich war selbst Opfer. Er stellt sich Däune an, sie mögen helfen mit dem Altar rein, opferte dort, dann wurde sie im Krieg tragen, dann sagte ich, du kommst der Samuel. Nein, was soll er von Utrecht haben? Samuel hat seinen Mut gehört, er hat nicht gewacht. Vielleicht sagen wir ganz klar haben, weißt du was soll? Gott hat dir Prüfung gestellt. Gott will seine, als du wirst geduldig sein, als du wirst das Vertrauen an mich haben, als du wirst wirklich durch Hupen können, durch Reden können, dort etwas Besonderes mit dir vorhaben. Wenn du das nicht getan hast, wird die ganze Zeit kommen. Von die genommen worden, da wird ein anderer gejeft worden. Keiner von den Jungs wird kennt worden. Also, hier wird er eingeduldet, das nicht warten kann, kurz wird er mit dem Fluch bestraft. Wenn wir dann einmal wieder gehen, in der Bibel, im Alten Testament noch, wird im letzten Buch, Malachi, durch den Geist Gottes noch einmal war, zu den Propheten, zu den Däunen, in diesem Fall zu Malachi. Und da wird immer gesagt, du wirst ein Radar kommen. Und dann sieht das so aus von des Geist Gottes, von der Erde genommen wird, und das 400 Jahre Stille. Du redest Gott nicht direkt zu den Menschen. 400 Jahre. Und wie wollte das, dass der Perser vorher das Land beherrschen sollte? Nun fashion wir in Israel die ganze Gegend wieder all die Römer und dann macht die kommen. Und die Menschen, die löden wird. Der wacht auf diesen Messias, auf diesen Errader. Wenn er wird kommen. Wie lange wird wir noch warten? Ich schaue, wie sie für viele sind eindeutig geworden. Viele haben einfach nicht gewusst, was sie lernen sollen. Kreuzer ja jeder vielleicht, wenn du sehr wachst, bei Weihnachten, oder bei den Geburtstag. Du fängst an, nervös zu werden. Dann sagen wir einmal, dass der Engel Gabriel, der wird erst einmal nur dem Zacharias gescheit,
Und meist wird es darauf haben, was nach einmal diese Maria gescheit. Maria wie eine junge Frau. Und diese Frau hat Gott sich ausgewählt. Und da hat er was ganz Besonderes für. Diese Frau, diese Maria, dort wir nur kommen, von König David seine Linie. Nicht von Saul. Gott hat die Saul verschmitten. Aber diesen David, von dem seine Linie wird er. Und das Engel Gabriel erklärte Maria dort an, wie das Ganze für sich gehen wird. Und als Jesus dann geboren wird, und als er am 8. Jahr im Tempel kommen, um den Namen zu geben, um zu beschneiden, dann lesen wir durch, in Lukas, dort ein ganz älterer Onkel der im Tempel ist, das Simeon, und der hat all viele Jahre, lange Zeit, gewacht. Für wenn man lange gewacht hat, dann fängt man mehr oder weniger, dann fängt man extra an zu hören. Und das Geist hat dem Simeon gesagt, du wirst nicht euer sterben, euer die diesen kleinen Jungen, was die seine Hand. Und er wird halt vom Geist war angedreven, im Tempel zu kommen. Und er sagt, das junge Ehepaar, du, all die anderen Menschen merken einen ganz normalen Alltag, aber Simeon sagt dort, das kleine Baby, das ist was Besonderes. Er hat darauf gewacht, er hat daran festgehalten, er ist treu gewesen. Und er nimmt das Kind, sehnt dort und sagt einfach, seine kann den deiner sterben. Wenn wir dann ganz mehr zu wieder checken, in der Bibel noch, in Galater 5,22, da wird unter anderem diese Frucht des Geistes auch die Geduld erwähnt. Und wachte, das ist mit Geduld, das ist eine Geduldsprobe. Ferke dann beten, vielleicht Jesus, hilf mir Geduld, aber kurz. Ja, ich glaube, dann war wir in dem Moment, und war da auch geduldig. Und das ist mein Wunsch, dass wir das gerne von dir mitnehmen. Dass wir gerne warten lernen. Dass wir nicht ungeduldig waren und vielleicht Entscheidungen treffen, was wir nachher bitterlich bereuen. Was das nun tust ist, oder eine Schule, oder was immer. Dass du einfach ganz geduldig warten. Gott, weil die dachte, diese Probe was Besonderes wiesen. Ich möchte noch mal die Probe beten. Lieber vor dem Himmel, durch den sehen Jesus Christus komme ich nach dir und sei dir Dankeschön, dass du bist. Jesus, du wirst uns immer weiter ähnlicher merken, dass wir so keine Worte als du bist. Herr, wenn eine Sache davon ist, dass immer Futz alles deine Welle. Nicht Geduld haben, Futz ungeduldig waren. Und du musst aber das, wie aus deinen Kinder, doch das ausleben können. Das ist mein Wunsch und Gebet. Herr, dass jeder einer doch kann von das Programm an wieder ganz bewusst geduldig sein, dass er sich daran beten kann, dass du am Befehl machst, wirklich eine geduldige Person zu werden. Herr, segne uns alle. In die Namen Jesus. Amen. Hey, wie willen het zingen? En de eerste luid uit dem Stein scheelt een stroom. So, zingt met ons met. Schilt en ström, en hij brengt je pressing, hoe han hij ook kan. Hij schilt het de pols, en hij bad op vlek. Hij schilt op no hans, en van ons no de welt. De ström op de schild, laat ons prijzen en springen. De ström op de schild, ons hart op joch. Hij pelt als muur, met vreden lachen. Die jochen luid, wens de ström de is hier. De ström is vol leven, en wem hij je voelt, wordt wie je veld, met God zijn kracht. En jeder die drinkt, kan wel daher, am daar toch nog God, en wel hem maar mooier. De ström op de schild, en laat ons prijzen en springen, de ström op de schild.
vom Hahn. Wie wollen bejenen in deinen am Gehen. Wir ahnen den Weich mit den Strömen von Gott. Wir lachen den Lachen, wir preisen den Sehen. Der Ström auf das Schild, der lässt uns preisen und springen. Der Ström auf das Schild, Hans Wort Gott, jo. Hij fällt uns am Mühl mit preisen und Lachen. Wir jochen Lüd, wenn der Ström der ist hier. Der Ström auf das Schild, lässt uns preisen und springen. Der Ström auf das Schild, Hans Wort Gott, jo. Hij fällt uns am Mühl mit Frieden Lachen. Wir jochen Lüd, wenn der Ström der ist hier. Der Ström auf das Schild, lässt uns preisen und springen. Der Ström auf das Schild, Hans Wort Gott, jo. Hij fällt uns am Mühl mit Frieden Lachen. Wir jochen Lüd, wenn der Ström der ist hier. Wir jochen Lüd, wenn der Ström der ist hier. Wir jochen Lüd, wenn der Ström der ist hier. Ja, wir jochen Lüd, wenn der Ström der ist hier. Was für Fried wir haben, wenn wir Jesus am Hort haben, wenn wir diesen Fried haben, was er uns gibt. Und das Jesus, das ist uns Rader, das ist uns Heiland, das ist der, was uns frei macht. In dem weil wir loben, dem weil wir preisen, dem weil wir uns ganzes Leben immer wieder aufgeben, unsere Kontrolle, alles einfach geben. Und so ist das nächste Leute, ich dein einen Radar, einen sehr guten Radar, den einzigen Radar, was das wirklich schafft. Gott schenkt sie neunst ja sehen uns zu raden. Heu starf und Kriegs für all unsere Sünd. Eit Lob den scheinen Nume Jesus. Heu jengt ut dort grå frut, hvor ben heu la. Ek dein ein Radar, das wo fägt im März sie. Sine Gnur en Leib hab ich nicht verdient. Ich will am Trüsen, demütig dankbar. Mein Leben ist bitter, ich dein ein Radar. Die Welt, die erste Fall vom Schwore. Die Wunde wird, die jetzt sind aus vom Schwier. Die Haar, chant alle meine Weide. En den wordt ik de herschop, hoi es bij mij. Ik dein ein Radar, das befähigt mir sie. Sine Gnur en Leib hab ich nicht verdient. Ich will
gemerkt sie. Sie nicht nur in Leib hab ich nicht verdient. Ich will am Trüsen, demütig dankbar. Mein Leben es bitter, ich dein ein Radar. Mein Leben es bitter, ich dein ein Radar. Van diesen Radar, weil wir nicht bloß singen, von diesen Radar, weil wir mehr und mehr leren, dann seine Eigenschaften kennenlernen, und dann können wir am beter deinen, und am beter leben, und uns beter ganz in seine Kontrolle geben. So, wir haben Alfred Klose eingeladen, der wird uns für die Botschaft bringen. Alfred, bitteschön, lass dich von Gott leiden, mag Gott die segnen, in die Brücke, dass wir wirklich alle, die auch zuhören, dich dann Gott geführt werden, und mehr von ihm kennenlernen. Bitteschön. Ja, ich freue mich, dass ich von dir darf mit Gottes Wort hier deilen und deine. Und ich dachte sehr daran, als die Kindergeschichte kam, dass wir sollen geduldig sein. Der letzte Tag, dann hat mein jüngster Junge, der wir bei dem Vorschein merken, und wir waren bei seiner Oma, bei meiner Mom, und dann fragt der Oma am Ende, wer das? Na, ich sperre mich meist, ich will noch durchdrehen, als ich den Vorschein habe. So, er freut sich all grülich, sei er. Und als er das dann nicht hat, dann wird er doch so. Dann sagt er, nu, wo ich bloß hingewiesen sein. Ich beschickt habe mich vorher. Und von diesem Haar ein Radar, weil ich von der auch noch mehr rede. Das Radar, was wir so schmack verherrlichen deuten mit den Leuten, was wir zu dem, was wir singen deuten. Über dem möchte ich noch mehr reden. Dass wir dem besser kennenlernen. Meine Frau und letzte Tag ist gewesen, ganz besonders auch, als ich an diesen Besonnung arbeitet deut. Und was lebe ich? Ab was sagt mein Glaube? Da steht mein Glaube. Ab was vertraue ich? Ich rede onlangs mal mit einer Person, und die hat einen schwarzen Gummi in ihrem Finger. Und ich frage, warum? Na, das wäre ins Kopfreden. Ein älterer Onkel hat ihm das gelehrt, und er vertraut ihm das halb Jahr. Und nu lässt er reden eine andere Person, die dat sie hat einen Armring. Und wenn dann ammerlich wird, dann dreht sie dann ab. An dem Armring, dann denkt das Eva. So, ab was bühe ich mein Vertrauen und ab was glaube ich? Ab Jesus, ab dessen Radar, oder ab einer Erleichterung, ab ein leichteres Leben? Bühe ich ab der Bibel, oder bühe ich ab Heilspraktiken? Bühe ich ab ein Ringje am den Finger, Ringje am den Arm? Oder was recht ich mein Leben? Was ist mein Ziel im Leben? Die Wahrheit und die Unwahrheit, die sind für so sehr dicht teil. Dass es kompliziert ist, dem Unterschied zu erkennen. Und wenn die Bibel uns immer weiter anlädt, der sieht wacker, sieht wachsam, dann ist dort wenigstens die Wahrheit und die Lüge so sehr dicht gelegentlich sind. Und so Völker, meint man dort noch her am Resultat, das Resultat so grundverschieden ist. Liebe Person, die nu am Bildschirm bist, Gott hat auch die Frau gestellt. Was weißt du? Leben oder Tod? Sehen oder Fluch? Und ich möchte die von heute anladen, entscheiden für das Leben und für den Sehen. Meine Freunde und ich, wir haben uns entschlossen, in dieser Zeit, wo wir die Psalmen lesen, und wir haben uns entschlossen, dass wir jeder Psalm, weil ein Vers, während wir das durchlesen, weil wir jeder ein Vers, was uns wichtig wird, unterstreichen.
Und wir bereden uns dort nicht, wenn falsch wir haben. In solcher Völker ist dort das selbst falsch von das Kapitel, was wir uns unterstreckt haben, wenn wir dann vor die Hand uns beim Nu bei Tschütte denn. Und ich möchte ein paar falsch Teile, was wir uns da unterstreckt haben. Psalm 16, Vers 11 zum Beispiel. Du möchtest mich mit dem Lebensweg bekannt. Und die Jen wird es der Friede so groß aus der Worte kann, bei die zur rechten Hand sind ewige Friede. Ich denke, 3 Jahre, als ich im Gefängnis, im Staatsgefängnis war, und ich traf da einen schmacken Jugendlichen, ein Mädchen Jugendlicher, und ich frug was machst du, dass ich den Menschen bitte sage? Dann sagt er mir, ich habe Jesus gefunden. Und du kannst dir sagen, dass ihr Freiheit auch hinter der Hieu Moralias. Dass ihr Freiheit auch hinter der Hieu wohnt, wo du nicht von allein rückkommst. Und das sagt das Psalm auch. Jesus, das Radar, der macht uns mit dem Lebensweg bekannt. Der ist der uns diese Friede innerlich bringen kann. Der ist der Hand, wenn wir in seiner Hand sind, der Friede in uns plantet hat. Und dort der Friede überschaltet hat, dass andere Menschen an uns kommen und sagen, du, was hast du? Ich möchte auch von dort, was du hast. Ich möchte auch so ein froher Mensch sein. Ich möchte auch andere Menschen helfen. Ich möchte auch andere Menschen von Jesus vertellen. Ich schäme mich aber. Ich will mich da nicht von reden. Ein anderer Psalmvers ist Psalm 19, Vers 15. Magst du an der Welt mein Müll und an der Gedanken und mein Hort ein Gefallen haben, Gott? Das ist uns Wunsch. An der Welt wird uns Müll kommen und an der Gedanken, was in uns Hort, die Beine sind, möchten wir doch so leben, dass uns Radar ein Gefallen kann tun haben. Und das ist vielleicht angebracht, wenn wir uns an uns gehen und prüfen denken. Was ist meine Rede? Was rede ich? Rede ich hier, dort was Sehen bringt? Oder geht mir das scheinen, dass Troubles vertalen, was andere Menschen haben? Dann sagt der Vers wieder auch her, und die ist meine Kraft und du ratst mich. Was wollen wir mehr? Klar, wir wollen vielleicht mehr Geld. Wir wollen möchten vielleicht mehr Autos, wir möchten vielleicht mehr Reichtum haben. Aber wenn wir Gott in uns Wort haben, dann ist ein tiefen Frieden und Friede können leben. Was wollen wir mehr? Ein anderer Psalm von Kapitel 32, Vers 5 sagt uns, dann bekannt ich die meine Sünde. Und dann die Jente wird, dass wir haben alle Fehler gemacht und viel Fehler gemacht. Dann bekannt ich meine Sünde und da kein erreicht mein Teil. Ich merke mich auf für meinen Radar, für meinen Haar. Und hechel dem noch schwer deutlich ist, wann ich möglich wäre. Ich weiß dem meine Fehler. Ich weiß dem meine Verzweiflung. Und das wir gesungen haben, das ist viel schwerer. Einzig belast, so viel schwerer im Leben. Und das Schwere, das kann verschieden sein. Das kann mit Krankheit, oder das kann mit beraubter Freiheit sein, oder das kann mit ernster Sucht sein. Das kann mit Geldmangel sein, mit Schulden sein, mit viel Schwierigkeit dort. Und ich kann mich für Gott aufteilen und ganz frei mich für Gott anleihen und sagen, Gott, hier sehe ich weiß dir mein Leben. Ich weiß dir auch all dort dreht, was ich in meinem Leben abgespeichert habe. Und ich bekenne auch meine Sünde, was ich jene andere Person abgespeichert habe. Wo ich mich geäußert habe über die anderen. Wo ich einen Graal-Tag gelassen habe über andere. Ich bekenne die meine Sünde und da ich kein erreicht habe. Ich sehe, ich will den Herrn mein Vergehen bekennen und dann vergibst du mir meine Sünde Schuld. Und dort ist der gute Nachricht von diesem Herrn. Wenn wir in diesen Radar kommen, dort mache ich die Herr sehr herzlich anladen. Prüf dort mit diesem Herrn. Prüf dort mit diesem Radar. Der hat eine sehr interessante Life.
Een zeer interessante Ort, die te helpen en die te begleiten. En dat heeft viele Menschen, die haben das al geprüft und die haben das erlebt. Und die haben das erlebt, wie das wirklich Schmack ist. Ich kann hier Stunden darüber reden, wie Gottes Life ist. Wie Schmack er ist, wie gut er ist. Wirst du immer noch nicht verstehen, wann du das nicht geprüft hast. Und wann du das geprüft hast. Und du kommst in schwere Situationen an, in Troubles. Dann kannst du immer geborgen sein und sagen, Gott hat nicht schlechtet mit mir fair. Menschen haben mir wohl schlechtet angetan. Menschen haben mir wohl schlechtet zukommen oder ich selbst habe mir schlechtet eingeredet. Aber du, Gott, du hast geredet fair mit mir. Vielleicht hast du Zeit, dass ich, was noch Gott seine Hand sieht. Gott, bitte nimm mich an die Hand und lass nicht los. Sieht früh im Haaren, sagt das wieder in Vers 11, das Kapitel in Fredjend. Die Gerechte, die die Kinder Gottes sind, die in denen wollen die nu auch eine drehe Zeit vielleicht nicht gerade erleben mit Gott. Aber Fredjend, wenn die Kinder Gottes sind, die Gerechte und sehen mit Frieden. So ist wie das wunderbare Leute hier mit Frieden und mit Jocher können singen. All die von heute aufrichtig sind. Und dat is immer waar in de psalmen, wat dat ze heel gehoven, wat Gott dat wichtig ist, von heute aufrichtig sein. Und dann noch ein paar Eigenschaften mehr von diesem wunderbaren Haar, von diesem wunderbaren Rat, das kommen wir im Neuen Testament an. Johannes Kapitel 10, Vers 7 wieder sagt, dass Jesus sagt noch einmal an, ich sage ganz ab jetzt, ich sehe der noch der Schub. So dass Jesus ist der nur der Schub. Wo sind der Schub? Dort sind die. Jesus ist der du hast, das bedeutet, dass wir mit uns erstmal, dass wir nach der Schubzeit kommen, dass wir erstmal nach diesem Jesus kommen. Wir müssen uns erstmal diesem Jesus sehen. Wir müssen erstmal uns beten verrahmen und sagen, Jesus, ich nehme die an. Er ist der du hast. Und dann sagt er aber wieder, all die vor mir gekommen sind Stähl und Räber. Aber der Schub horchte nicht nur an. Ich sehe der, wer durch mich nennt, was soll ich werden? So Jesus sagt, ich sehe der nur der Schub. Und ich sehe der, und hatte der up, und wer durch, das ist der nennt, der kommt, en de sichere Schub hernam, wo hij de grote Hirte ist. En wo hij dafür interessiert ist, dass seine Schub gesund ernährt wurde, dass seine Schub sich vermehren, dass seine Schub das Geld haben, dass auch beschützt bleiben für die Welt. Und wenn er sagt, dass seine Schub in der Welt nicht gescheit, manche Welt, das bedeutet, dass er die Welt auch noch kontrolliert. Und wir haben die Möglichkeit, dort zu lernen, geduldig zu werden und auf diesen Hirte te vertrouwen. En dan sagt er mit wieder, ich bin gekommen, das Leben zu bringen. Das Hirte ist auch gekommen, das Leben zu bringen. Wohin bringt er das? Hier in seine Schuhe. Noch die Leben zu hören. Noch die Leben zu hören. Und noch mehr. Noch uns. Er ist gekommen, das Leben zu bringen. Und das Leben der Fülle. Dass das Leben ewig schelen kann. Dass das Leben für andere noch was bringen kann. Und dann sagt er wieder, ein bisschen wieder in Vers 27, meine Schub hier, meine Stamm, und ich kann an, und die kommen mir heran. Und du hast auch was sehr wichtig. Dass das Hirte ist hier. Das Hirte ist raufgekommen. Das Hirte hat alles getan, was er tun kann. Er hat das gewesen, dass er ist der nur durchhan. Er ist der, was der Brei gemerkt hat, in der Gruppe nennt. Und er sagt, meine Schub hier mich, so das bedeutet, dass heute uns reden wird. Hörst du dort, lieber Teira? Hörst du Gottes Rede? Hörst du seine Stimme ganz naht in die Verschle? Wenn ich nicht, aber siehst du die Zeit, wo du die Zeit nimmst, Gott redet zu mir? Gott wies mich?
Betest du Gott am Erkenntnis, wenn du sein Wort lesen? Gott, bitte red von dir zu mir, durch dein Wort. Red durch dein Wort. Und du nimmst die Zeit und studierst die Bibel betend. Du hast die Gemeinschaft im Sinn, dass du mit Gott in Gemeinschaft bist. Und dann mit einmal lest du durch. Und dann lest du durch, und dann wird dir dort mit einmal interessant. So ist hier zum Beispiel meine Schupieren, meine Stamm, und ich kann dann, und dann kommen wir heran. So, wenn das der wahrhaftige Hirte ist, wenn das der Radar ist, der vom Himmel raufgekommen ist, dann wisst er uns das Leben fair. Dann sagt er nicht, du gehst du an und du gehst da an. Dann geht er voran. Und wir können am herangehen. Ein Stehler, ein Räber, der jochte von hinten, der peisert ram, der beschreibt in das, dass er vorabliefert, dass er da hinrennen soll, wo er hin will. Der Hirte, der geht vorab, und wir sind freiwillig, wir gehen freiwillig heran. Und wenn wir uns auflenken lassen von irdischen Gütern, von Sachen, die uns von Gott auflenken wollen, dann können wir uns feststellen, wenn du eine Mutter hast oder ein Vater hast mit einem kleinen Kind, das jetzt abends gehen kann, der Vater zieht sich um, oder die Mutter zieht sich um, das Kind, das kommt, und dann mit einmal fängt er durch den Schnieper ab die Erde, dann sagt er sich der Dohl, und wenn die Mutter dann nicht wird aufmerksam sein, dann wird sie wieder gehen, aber nicht sitzt er dort, und dann bleibst du stehen, oder geht ihm bei der Abhalten. Das hört er dir jetzt vorab, und der kümmert sich um uns. Der kümmert sich auch um die. Und wenn du auch nicht fehlst, vielleicht im Moment, und vielleicht bleibst du ganz voll Energie, wo du machst andere Menschen, dass die alle sollen so frei sein als du. Mensch, dann go. Dann bet Gott von dir noch. Gott, wies mir mal, mit wem kann ich über die reden? Wem kann ich das erklären, wie leiftolig du bist? Und hörst du ab. Und wenn Gott die mal in eine persönliche Stimme, da wird angehaft, dann sieh ich Gehorsam. Dann teil diese Freude, was Gott in dein Leben angehaft. Teil die mit anderen Personen. Red darüber. In Vers 28 sagt, und ich gebe an ein ewiges Leben, und sie waren niemals ankommen. Und keiner kann die uit meine Hand retten. Dat is de verheißung, dat is de versprechen von des Hirten. Hij wordt die, de haft die vielleicht al, een eeuwig Leben geven. En deunt wat de Nachricht ans sei, en deunt wat van de Nachrichten ans überrumpeln, en deunt wat wir von Nachrichten in den Medien zijn. Auch wenn das noch so traurig ist, können wir ganz geborgen sein, dass er uns ein ewiges Leben gibt. Und wir waren niemals ankommen. Und keiner kann uns uit seine Hand retten. Und wie ist das dann, wenn wir in der Nachrichten kijken, und da waren Christen verfalscht und da war angebracht, wir dort nicht Kinder Gottes? Ja, das sind Kinder Gottes. Aber Gott verspricht an, sie wollen nicht ankommen. Und die waren auch nicht. Gott hat sein ewiges Leben durch angelegt. Und wenn die Körper anfällt und das ewige rückkommt, dann fängt die zweite Etappe an. Und die zweite Etappe ist ewig. Und der Körper auch leben bleibt. Das hat er all langem verrückt gesagt. Er hat den Mensch von ihr gemerkt. Und er wird auch die ihr Worte, die Körper. Aber das Leben uns nicht. Und du hast eine kurze Zeit, uns für die lange Zeit reinzumerken. Und ich möchte die mitmerken und abrücken. Hier nicht ab, an diesen Leben Radar zu glauben. Hier nicht ab, an diesen zu vertrauen. Lot nicht zu, dass der Zweifel die Unrecht kriegt. Lot nicht zu, dass der Zweifel zerstört wird in die. Seht halt, oder dank Gott, wenn du glücklich bist. Dank Gott, wenn du froh bist. Und freu dich nicht über die anderen Menschen, die dir schwören können, sondern lied mit der Hand und bet mit der Hand. Der Herr ist ein sehr Leiber, sehr Leiber, treuer Vater. Vertreu am und hier nicht ab, an am zu leben, am zu vertrauen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Größe und ihr Leib. Wir danken dir, dass wir die Psalmen gelesen haben, auch Johannes 10 gelesen haben, dass du als ein wunderbarer Herr, ein Radar,
Hast gödet für mit uns. Und du möchtest, dass wir von heute oprechtig mit dir sind. Und auch von heute oprechtig leben. Herr Jesus, bitte umarm den jedem einen, der am Bildschirm ist, der diese Botschaft hört. Umarm du an. Und fäll du an mit neue Kraft, neue Mut. Und halt, dass er auch dein Botschafter wird, dass er von dir vertellen wird, dass er dein Zeuge ist. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir Jesus in der Hand und Jesus uns umarmt hat er uns angeschiert. Davon redet es der Leute, er schiert mich an. Hat er die angeschiert? Hast du die Leute umarmen? Hast du am angenommen? Er macht das hier und da. And nu var jag har skydd mig on and med mig går.